One Planet, 20 Futures, der Podcast vom Nachhaltigkeitsrat Lützeburg. Willkommen beim Podcast One Planet, 20 Futures vom Nachhaltigkeitsrat Lützeburg. Mein Name ist Cedric Reich und ich begleite euch durch die 20 Episoden von diesem Podcast. Das ist der Podcast, der jedem von uns helfen zu verstehen, wie Lützeburg wirklich nachhaltig kann gehen, für das E-Planet für uns alle gut durchgeht, aber wie wir können alle gut mit konkreten Schritten dazu beitragen. Und dafür begrüße ich heute den Claude Origer. Und wir schwätzen heute über eigentlich das Thema von der Zukunft, weil die betrifft gibt es keine Zukunft, nämlich über Schule, über Education, über Bildung für nachhaltige Entwicklung. Genau, ich freue mich auf alle Fälle heute zu sein. Merci für die Invitation an dem flotten, innovativen Kader in dem schönen Gebäude. Ganz gerne, für dich stelle ich erst mal kurz vor, mit 3 so Stichwörter, die ergänzt die und die so dann, wenn etwas dazu fehlt, was ganz wichtig ist für die Leute zu wissen. Für dich, die seid aktuell Geografie-Prof am College. Korrekt. Die hat Humangeografie studiert. Genau, also Geografie, also in seiner Bandbreite, physisch und humangeografisch, schon mehr auf das Thema der Mensch an seiner Umwelt befasst oder konzentriert. Genau. Genau, der Mensch an seiner Umwelt, genau, ja. Das passt ganz gut an. Was vielleicht auch interessant ist, an der Masterarbeit dann noch, wo der parallel zum Studium noch besser geschafft hat beim TÜV, hat erst mit Soundscape beschäftigt. Korrekt. Was ist das? Also, ich kenne Comedy, ich kenne, wir schwätzen viel über Lärmbelästigung. Was ist das bisschen? Genau, ich bin durch mein Studium an ein Themenfeld rangerutscht, das hat mich ganz interessiert hat, nämlich den Umweltschutz insgesamt und am Bereich vom Umweltschutz eben spezifisch die Volley Comedy. Comedy ist auch eine Form von Umweltbelastung, die den Menschen auf alle Fälle an seiner Umwelt, wie auf das zurückzukommen, affektiert. Und an dem Bereich gehen viele Kriterien so viel an der Umweltbetrachtung, dass ihr seht, okay, komm, wir müssen den Schall, die Comedy, den Schall, rein numerisch mit Dezibel, wie wir rumgehen. Und der Soundscape-Aussatz als gewissermaßen ein Aussatz, den immer mehr abkommt, wo auch mal Administrationen hingehen und so. Es geht nicht rein durch auf verschiedene Länder an der Europäischen Union, geht nicht durch rein numerisch Schall zu bewerten mit Dezibel, sondern wir müssen noch mehr qualitative Approche ranbringen, an dem sie beispielsweise die kognitive Verarbeitung von den Menschen auf den jeweiligen Schallabfluss mit betrachtet. Ein Beispiel, das ich für drunter erwähnt habe, also Konzert, für die einen also Konzert von einer spezifischen Band ganz flott, währenddessen für andere eben den nämlichen numerischen Dezibelwert viel mehr strengen kann sehen. Als Comedy schon eine Bewertung? Comedy schon eine Bewertung. Okay. Genau. Da sind wir schon bald bei der Schule, weil da muss ich schon bald fragen, geht das dort überhaupt auch betrachtet bei der Konzeption von einer Schule? Also, weil eine Schule aus ihrer Sicht ist da ein Bereich, hast du viel Comedy? Spielt das eine Rolle, die Soundscape? Geht also vielleicht wichtig an einer Schule, es passend zu haben, wo wenig Gereicher sind? Also an einer Schule, für ganz konkret, ob die Klasse als schwarze Wurgener sind, generell bei der Konzeption von einem Gebäude gehen natürlich immer bauakustische Kriterien mit der Betrachtung geholt. Beispielsweise, das ist natürlich besser wie hier so einen Teppich zu verlegen, der mehr Schall absorbiert und durch Kommunikation verbessert wird. Oder ein anderes Beispiel bei uns in der Klasse sind Akustikpaneele, die einen Teil von der Reflexion von der Akustik oder die eine Person, die hier steht, von sich geht, zu absorbieren und dadurch insgesamt die Qualität vom Schall an dem Raum zu verbessern, an der konkreten Umwelt zu verbessern und damit eben den Layer-Effekt möglichst groß zu halten. Als Schule ist da ein harten. Die Schule darf ein harter Raum sein, die Schule kann aber auch durchaus ein ruhiger Raum sein. Also das hängt hier auf von den jeweiligen Arbeitssituationen, an denen wir als Klasse, also die Twaren, die Einzelgruppen in NRW sind, an Gruppenaktivitäten, als das durchaus mal zu Recht mir ein harter Raum, wo debattiert, diskutiert wird. An anderen Situationen, wo Südverein im Moment von der eigenen Reflexion, der Selbstreflexion soll können genießen und davon auch profitieren, der wird doch durchaus mal mehr lösen. Das ist eigentlich falsch zu sagen, an dem Klasse ist alles viel Comedy, weil wenn Schüler zusammen schaffen und schwätzen, das ist natürlich produktiv. Genau, das proaktiv schaffen, Produktivität. Genau. A Comedy ist gewissermaßen, oder der Schall lieber so ausdrücken, wird nicht werten zu sagen. Der Schall ist Notfallprodukt gewissermaßen von der konstruktiven Arbeit. Da gehen wir mal bei das Hauptthema, nämlich Zukunftsvision von der Schule. Und da muss ich mal einfach fragen, geht es 2050 nach der Schule? Ja,
Braucht man Schule nach 2050? Ja. Aber was für eine Form? Vielleicht nicht unbedingt mit zwangsläufig an der Form, wie man sie kennen. Ich meine, wir wissen, die Gesellschaft verändert sich durch externe Faktoren, wie beispielsweise im Kontext von der Nachhaltigkeit. Wir wissen, wir sind ein Planet, wir begrenzten Ressourcen. Wir wissen aber gleichzeitig, wir stehen immer an einem geopolitischen Spannungsfeld. Wir müssen uns Werte von unserer Union, wo auch Lützeburg ein Teil davon ist, immer mehr vertreten. Wir haben gleichzeitig an unserer Tasche im Moment nicht mehr normalerweise ein Handy bei uns, den uns eine Flut und Informationen zu allen Zeiten, die wir wollen, zur Verfügung stellt. Wir gleichzeitig brauchen wir aber immer mehr Methodik, für mit denen Erkenntnissen, mit dem Wissen umzugehen. Es geht nicht durch Millionen Informationen am Handy zu haben, zugänglich zu haben, wenn ich nicht weiß, wie ich sie konstruktiv nutzen kann. Aber genau für diese Methodik, am Anfang langfristig können nur weitere Generationen weiterzugehen, brauchen wir Schule, die Form davon ist auf alle Fälle diskutiert. Aber Schule und sich brauchen wir. Du hast es ja so, dass sich alles verändert hat in den letzten 100 Jahren. Mit Schule ist ja eigentlich noch immer ziemlich ähnlich. Es gibt Banken, da sitzen Schüler, es steht für eine Respektsperson, Autoritätsperson, das hat sich sicher geändert, die Haltung zum Prof, den haut nicht mehr, darf man Bengel schlagen, was positiv ist. Die Schüler haben auch definitiv mehr Selbstbewusstsein gekriegt, nicht mehr so viel Angst. Gleichzeitig ist aber noch immer, Erdau geht los, dann können Schall, Fach 1, Fach 2, Fach 3. Korrekt, also die Schule Strukturen, wie das logisch war, mit beispielsweise der Fächerandelung, noch mit der baulichen Organisation von einem Gebäude zur Verfügung stellen mit unterschiedlichen Klassen, ist relativ unverändert. Auf der anderen Seite gesehen ich aber, dass schon eine Menge Generationen von Urschklang war, du quasi auf alle Fälle eine Transformation stattgefunden hat, beispielsweise beim Thema Digitalisierung schwätzen, der Beamer, den lo benutzt kann gehen, währenddessen nicht noch gewinnt war natürlich auf den Overhead-Projekt am Funktionalen als selber als Schüler. Also du hast schon eine Transformation erlebt, die du darüber geschwärzt, noch ein Jahr oder das ein Jahr und seid sich nicht mehr unbedingt immer an der Top-Down-Rolle von Uwerruf Wissen vermitteln, mit der sich dann Change, gerade weil wir auch wissen, dass die Informationen permanent zur Verfügung stehen, muss man auch verstehen, also Senior echt an eine moderierende Rolle zu kommen, wie an eine kontrollierende Rolle, die wir lange Zeit hatten. Und dadurch geht die ganze Wissensvermittlung von der Kompetenzen, von der Methodologien einfach mal wichtig. Du denkst schon, dass wir es viel verändert haben. Auf der anderen Seite, Strukturen sind gleich geblieben oder relativ unverändert geblieben, war da auch dadurch gehen, dass sie natürlich angepasst sind und Besucher von unserer Gesellschaft. Also die Schule funktioniert als Institution an einer Gesellschaft und solange die Großstrukturen dem Weltschule also nicht abgebracht gehen, geht es pragmatisch auch schwierig, die Strukturen von bestimmten Zeiten, wenn die Schule fängt mit bestimmten Räumen, für das gänzlich neu zu überdenken. Das ist selbstverständlich nicht unmöglich, mit braucht mir eine umfassende neue Organisation. Wie was wäre dann eigentlich eine Zukunftsvision, wenn der Schule neu aufhanden? Ich denke, dass es wahrscheinlich eine Schule wie, wo Probleme an ihrer Komplexität, an ihrer Ganzheitlichkeit behandelt gehen, wie beispielsweise effektiv ein Thema Klimawandel, den ich in diesem Kontext gut durchbiete. Dabei ist ja klar, dass der Klimawandel nicht rein physisch ist, rein chemisch ist, rein demografisch ist, rein das Thema Migration belegt, rein ökonomische Konsequenzen belegt, sondern all die unterschiedlichen Pilieren zusammenhängen, Synergien dazwischen festzustellen sind, Verbindungen festzustellen sind, sodass am Fond, am Sinn von der Sache, optimal wir die einzelnen großen Sujets, mit denen am Fond Generationen von heute, aber auch von morgen, konfrontiert werden, sind ganzheitlich zu diskutieren, zu thematisieren. Lucideo verantwortlich für einen neuen Studiengang, den am Calais. Ja, genau. Ja, also habt ihr schon. Vielleicht könnt ihr einfach mal ausführen, es geht um die berühmte Sektion R. Genau, am Kontext von dem Gewinn und Autonomie von den Lyceen an der Lützeburger Bildungslandschaft kommen noch verschiedene Sektionen dabei. Auch bei uns am Haus gibt es eine Sektion, die eben Sciences Politique et Développement Durable ist, Sektion R, wo es ein neues Schulfach gibt, das am Anfang über das ganze Schuljahr
den Development durable an engem politische Kontext mat de Schüler ze summen diskutiert. An do geht et lummel drëms an enger eichter Phase natürlich dat Schulfach komplett op Been zu stellen, zu testen an zu erforschen, wat sind die großen Debatten, die zu Lützeburg gefordert gehen, die auch Implikationen auf dem globalen Niveau hun wat als Geograf immer ganz wichtig ist, an dann dat genau die Schüler zu bringen. Vielleicht kann ich kurz erklären, was ist überhaupt eigentlich die Bildung für nachhaltige Entwicklung oder eben Development durable an der Schule? Wie findet das statt? Wie sieht das aus? Insgesamt gebe ich so, dass ein Development durable vom Konzeptionellen hier, also dass die ökologischen Effekte oder Implikationen mit betrifft, dass den ökonomisch frohe mit betrifft und dass den eben sozial frohe mit aufwerft, dass das ja ein Projekt ist, die immer mehr durch Bandbreite von der Gesellschaft geht. Also die Approche von verschiedenen Perspektiven dazu betrifft. Und das findet schon natürlich lokinabelig an all Schulfach durch Lützeburg, aber das findet menges wësse schon ganz viel bei den einzelnen Enseignern und Enseignanten durch die Schullandschaft statt. Da hatten sie all die Thematiken vom Klimawandel, vom Zustand von den Meeren, von der Povertät, vom Hunger, der ja auch am Kontext von der Nachhaltigkeit, ich denke gerade und Objektiv du Développement durable, eine ganz wichtige Rolle spielen. Die gehen auf viele Kurse schon thematisiert. Wie viel Wert braucht dann ein neuer Studiengang an für alle Studiengang, also eine neue Sektion mit dem Fach, was einmal pro Woche eine Stunde ist? Dass die Schüler und Schülerinnen am Anfang befähigt wird, den Blick von Uwen auf die Thematik zu kriegen. Also wenn ihr natürlich an den verschiedenen Schulfächern Povertät behandelt, an anderen Schulfächern an der Chemie guckt, den sich beispielsweise die chemischen Prozesse im Kontext vom Klimawandel an der Atmosphäre und an der Ökonomie schwätzt ihr vielleicht die Offer-on-Demand-Verhältnisse, dann hört ihr nicht automatisch Zusammenhang zwischen den unterschiedlichen Punkten. Und das gesehen ich als große Aufgabe von dem Schulfach eben, die Metaniveau drüber zu erreichen, wo in Verbindungen zwischen all den unterschiedlichen Problematiken erkennt, weil der Menge an auch immer mehr wichtig ist, eben zukünftige Generationen zu befähigen, die Informationen, die man haben, oder ein Niveau drüber konstruktiv an ihrem Zusammenhang, an ihrem Netz zu erkennen. Vom Nachhaltigkeitsrat. Wo gehen d'Objektiv de Développement durable an der Schule thematisiert? Geht das tun? Ich denke, du gerade mal von mein spezifische Kurs an der Geografie. Du gehst eine schöne Seite, du sind d'Objektiv du Développement durable, also die Agenda 2030, inhaltlich auf einer Seite visualisiert, präpariert, sodass ich am Kurs kann und die Schüler von ihrer Idee weitergehen. Das heißt, an der Geografie wird das Konzept von der Idee beispielsweise ganzheitlich behandelt. So, da weiß ich von ganz vielen anderen Fächern denken und wieso beispielsweise die das natürlich auch abgreifen. Zusätzlich haben wir zu Lützeburg auch eine Bandbreite und Offeren, die uns Schulen verschickt geben, wo verschiedene Non-Profit-Organisations am Anfang sich und Schulen wenden, für Ateliers zu organisieren, für Workshops zu organisieren, für an die Schulen zu kommen und zu informieren. Das heißt, da gibt es schon eine Panoplie und unterschiedlichen Offeren, die es zusätzlich gibt. Alljährlich findet auch ein Foire statt, wo es Bildung für nachhaltige Entwicklung gibt, wo alle Akteure zusammen können. Da Schülerin, den du interessiert, das am Anfang eigentlich ein gutes Bild über die unterschiedlichen Offeren, die zu Lützeburg an der Schule gehen, kriegt. Wie weit eine Rolle nachhaltige Entwicklung an der Kurse spielt, liegt schon noch immens an der Hand vom Prof noch von seinem Intérêt? Oder gibt es so, dass das in der Zwischenzeit so integral? Ich gebe so, dass am Anfang Probleme vom 21. Jahrhundert mittlerweile von ganz vielen Leuten unerkannt gehen, und auch thematisiert gehen. Dazu gehören natürlich auch Enseignants, die zu Lützeburg unterwegs sind, und die schaffen all die Probleme, da wo es geht, an ihre Kur an. Also du hast schon angespart, dass es eben noch offen gehen, zum Beispiel bei der Frage BNE, wo eben auch ONGs sich vorstellen an Weise, wie sie an Schulen intervenieren. Wie steht ihr dazu? Weil es gibt ja auch eine gewisse Kritik dazu, für zu sagen, wenn du Leute von außen an die Schule kommen, da bringen sie eine gewisse Ideologie, eine gewisse Haltung mit. Wie steht ihr dazu? Oder das selber auch schon gemacht an ihrer Arbeit? Oder?
schon halt schon Atelien organisiert, wo Intervenant vubausen an Klassen komme. Wichtig ist natürlich, dass die an dem Kontext von unseren demokratischen Ordnungen rapassen und vereinbar sind mit unseren Grundwerten. Und wenn sie das sind, dann schenkt es mir eine relativ flott Möglichkeit zu sehen, den Schülern von ganz Bandbreite von der Diskussion, aus unterschiedlichen Perspektiven, mal auf den Weg zu gehen. Wir stellen mittlerweile nicht mehr unbedingt so durch, dass das, was gesagt wird, unbedingt das richtig ist. Es geht vielleicht auch ein bisschen mehr darum, gerade unterschiedliche Perspektiven auf Problemstellungen zu kreieren. Sie tun natürlich zu diskutieren und so einen Kontext zu setzen. Mehr für sie auch vielleicht mit anderen Aussagen zu vergleichen und dann die Schüler und Schülerinnen eben zu befähigen, hier eigene Meinung mit ihrer eigenen kognitiver Verarbeitung, Selbstreflexion können auf den zu stellen und das zu nutzen für eine konstruktive Weiterentwicklung. Der kritische Geist. Ich mir evaluiert, der kritische Geist, als das kann ja mein kleiner Durchter, die einfach noch wieder an die Schule gehen. Und was soll ich dem sagen, wenn das mal sieht, mein Papa, ich gehe nicht mehr an die Schule, du lerne ich gut nicht, auf TikTok, du lerne ich viel mehr schnell, du siehst nicht, was wirklich wichtig ist, an ChatGPT schreibt mir sowieso die besten Texte. Dann denken ich als erste Reaktion mal um mein Mädchen, dass man dann immer sieht, Papa, ich will gerne an die Schule. Das ist noch relativ von einer niedrigen Klasse, also ein Präkos, und das geht furchtbar gerne an die Schule, weil es am Kontakt mit anderen steht. Das heißt, den ersten Teil von der Antwort, wie am Anfang, die Schule hat nicht nur eine Aufgabe, Inhalte und Methoden zu vermitteln, sondern sie doch für allem eine Sozialaufgabe. Südverie von uns erinnert sich auch ganz schön, vielleicht Männer schön Erfahrungen an der Schule, aber auf alle Fall waren sie ein Plus-Value für viele, die die Schule am Anfang absolviert haben. Das heißt, die ganze soziale Wolle, den Austausch mit Freunden, an die Peer-Effekte, die ihn auch rauszieht, wenn er mit anderen an der Diskussion stößt, sind ganz wichtig. Viel Erfahrung auch auf der Uni, wo wir viel darüber geschwärzt haben, die ich am Leben gemacht habe, die sind nicht unbedingt den Text gelesen haben, an den gelehrt, so für den Examen für zu bereden, mit einem Kurs mit Kollegen, an der Mensa beispielsweise über den Text zu diskutieren. Und da ist eine Form von sozialen Austausch. Und genau dafür ist die Schule als physischer Raum auch ganz wichtig, dass ihr an den sozialen Austausch könnt. Das ist die nächste Wolle. Und die zweite Wolle ist, weil der ChatGPT auch geschaut hat. Wir können nicht aufstreiten, dass es eine digitale mindestens Transformation, wenn nicht sogar Revolution gibt. Wir sind uns das auch bewusst. Wir müssen aber gleichzeitig auch bewusst sein, dass TikTok und auch ChatGPT, die ja im Endeffekt dann aus dem Internet auch hält, nicht kann Source von unserer Weiterentwicklung sein. Wir können die Tools ganz präzise, da wo es Sinn macht, natürlich nutzen. Wir als Mensch müssen am Anfang immer in der Lage bleiben, einen Schritt voraus zu sein, für den ganzen Prozess zu kontrollieren. Und dafür ist es an der Schule eben wichtig, die Methodik drunter zu lernen. Wo eben das, was wir drüber geschwärzt haben, noch der Prof vielleicht ein bisschen mehr zum Moderator muss gehen, für die Methodik mal auf den Weg zu gehen, wie die Tools dann sinnstiftend ersetzt. Objektiv de Development 4, den hat Education als Ziel. Interessant von der Story, dass sie seht, es soll ein inklusiv an gleich Qualitätsedukation für jede gehen, aber von allem soll es Lifelong Learning gehen. Also jede soll immer können lernen. Aber wie weit erfüllen wir das schon? Weil oft, wo ich aber das Gefühl, dass noch immer erwartet, dass die Schule, wenn die Schule aufschließt, dann ist praktisch der Lehrprozess rüber. Und dann sollst du nicht mehr nach der Wirtschaft dingen, für die ganz plakativ durchzustellen. Genau, ich meine, wir sind ein bisschen so gesellschaftlich, also speziell nicht so Plötzeburg, wir allgemein auf die wohlstandsgeprägte Länder sind wir an einer Struktur dran, wo man das Leben an 3 Phasen andelen. Quantität, mit Lehre, Schule, wenn die dann aufgeschlossen ist, mit der Premier beispielsweise oder später mit der Uni, da kommen wir bemol an die Aktivbevölkerung, aktiv, wie wenn wir für nicht aktiv gewesen wären. Und dann, wenn man das dann eine gewisse Reihe Jahre gemacht und dann sieht die Gesellschaft, ja okay, genießt der Leben gewissermaßen, dann zählen wir zu den Senioren, also zu denen, die beispielsweise an der Pension sind. An die starren Grenzen scheinen wir immer mehr abzubrechen. Einerseits, weil mit der steigenden Lebenserwartung natürlich auch Leute über die Pension heraus wollen aktiv
schaffen, also aktiv, konstruktiv der Gesellschaft etwas bringen, wo auch viele Leute sich engagieren, beispielsweise an dem sie auch Vereine tätig sind an der Gesellschaft, wo man da auch einen Dienst bringen. Also das geht auch schon in Richtung Lifelong Learning, an dem sie berät, das weiter eben sozial sich zu engagieren. Und auf der anderen Seite denke ich mal, dass ja, wenn ich ein bisschen den Film verliere, naja, das mal genau, das man natürlich muss unerkennen, dass das Umwelt sich so rasant verändert. Ich erinnere mich an die ersten Handys, die zu klappen waren, in die Antennen rausgezogen hat, am Malo ein Endgerät an der Tasche, mit dem man die Temperatur zu Hawaii könnte rausfahren innerhalb von einer paar Sekunden. Dass man immer muss aufpassen auf die wechselnden Bedingungen. Wir müssen aufpassungsfähig bleiben, wir müssen dynamisch bleiben. Das ist auch ein Prozess vom Lifelong Learning, weil nimmen das befähigt uns permanent auf die neuen Bedingungen anzugehen, an die Bedingungen dann noch konstruktiv zu nutzen für eine Zukunftsvision zu skizzieren. Wo wollen wir hin? Das können wir ja nicht mehr am Anfang so, weil wir permanent Meister von der Situation sind und sie selber können bestimmen. Das heißt, die Anpassungsfähigkeit scheint mal ganz wichtig zu sein, die Selbstreflexion immer das eigene Handeln kritischer vorstellen, Ball zu bleiben, für dann eben zu unterschiedlichen Lebensphasen anfangen, ja, sein Leben für sich, aber auch für die anderen möglichst gut zu gestalten. Ich gehe mal zurück an eine ganz freie Lebensphase von mir. Tempora mutantur nos et mutamur in illis. Ich meine, wir können nicht über Education sprechen ohne Latein. Das heißt nicht anders wie the times change and we can change with them. Was du wirklich gerne tut, ist ja, dass wir wissen, dass wir heute nicht mehr eigentlich ob Lofie bereden, mehr auf Zukunft. Und die Schüler von heute wissen ja gar nicht, was für ein Beruf sie irgendwann werden haben, weil, soweit ich weiß, vom Jahr 2040 gehen heute 50% vom Beruf noch gar nicht. Ja, ich weiß, ja. Genau, ich weiß auch keine Details, aber effektiv ist es so, dass natürlich durch die Automatisierung, den digitalen Fortschritt, die an unterschiedlichen Wellen für Berufe natürlich eine Bedeutung verlieren. Ich denke nur beispielsweise künstliche Intelligenzen beim Durchsichen von Gesetzestexten, die bestimmten Berufssparten definitiv revolutioniert wird, Produktivität sicherlich erhöht wird, dadurch vielleicht, also Fragezeichen das stellen, den Besoin der Leute reduziert, dann dadurch natürlich mal insgesamt mit einem gewissen, trotzdem Strukturwandel, Strukturmodifikation auch Arbeitsmarkt an der sozialen Welt, an der Gesellschaft insgesamt konfrontiert werden sind. Ich meine, dass die Aufgabe von der Schule natürlich auch daran besteht, so Prozesse vorauszusehen und damit umso mehr der Mensch ob die methodisch Aspekte soll viel bereden, mehr ob die Kompetenzen Wert soll lehren, für immer flexibel zu bleiben, anpassungsfähig zu bleiben, an dem, was wir über die Lifelong Learning gesprochen haben, eben zu unterschiedlichen Zeitpunkten auch bereit zu sein, unterschiedliche Tätigkeiten nutzugehen. Ich will ein schönes Zitat hören, wir lehren nicht für zu wissen, wir lehren für zu wissen, wie wir lehren. Genau, es geht um die Methodik, die anrüstet, an Männer das inhaltlich, weil das möchte anpassungsfähig. Top, Flop. Was will der nicht mehr hören? Ma eben genau dat Schule de Wandel net unerkannt huet, dat Schule nach immer de Raum ass, wo vun Uwerof wëssen raggetriicht dat gëtt, dat vier berät gët oder auswendig geléiert gëtt fir die klassisch Ausuen am Anfang opzegreifen, an an enger Prüfung rëmgi gëtt, méi dat an viele Klasseräim mir eng holistischer Projektfong op Been gestalt gëtt, wo et dëm geht de Schüler hier Kompetenzen am Formuléiere am Argumentéieren, am Präsentéieren kënnen ze iwwerpréfen, ans op ihrem Weg ze begleden, an net Mann dat Reng vum Mëttle vun Information. Weil das ja de facto als Prof überfordert, weil das könnt ihr ja heute gar nicht mehr. Genau, also die Informationen verändern sich erstens an so einer dynamischen Zeit mehr schnell wie wir an Druck kommen. Und zweitens tun natürlich auf viele Plätzen die Schüler, wenn sie sich gezielt an einer Sache widmen, auch schon Hautkompetenzen, viel mehr spezifisch Recherchen zu machen, wie wir da kurzer Zeit so 400 Tafel könnte bringen. Fakten, Fakten, Fakten.
So, lo darf dann ein richtig Prof spielen, an Eishai Wüsse vermitteln, was aus die eng Zuhl, die ich nicht wieder vergessen. Das ist in dem Fall kein Zuhl, das ist ein Datum, den 7. Dezember 72, also 1972, als es eine Weltraummission gibt, die Apollo 17 Mission. Die waren ungefähr 29.000 Kilometer von unserer kleinen Erde fort. Dann hat von da ein relativ berühmtes Foto gemacht, die auch häufig am Kontext vom Umweltschutz und von der Nachhaltigkeit diskutiert wird. Der Blue Marble heißt das Foto, wo ihn für die erste Kehr zumindest an der hohen Qualität talschend von der Erde, von unserem Erdball gesagt. Am Kontinent Afrika, hauptsächlich Stelle von der Antarktis, manchmal von der arabischen Halbinsel, ein paar Wirderformationen, die gesagt Wolken, die sich über den Globus verdelen, Urschwarz, Längsschwarz, Riedschwarz, Schwarz, also die Planeten, die irgendwie Matzen dran, wir können nicht vermuten am Sonnensystem, Teil vom Planetensystem, darum just Teil von einer riesigen Galaxie. Und alles das weist ein Fakt, nämlich als Erde als relativ klein, an sich vor allem ein begrenzten Ökosystem, ein begrenzten ökonomisches System, einen begrenzten Lebensraum für die 3 Punkte vom Development durable abzugreifen. Und wir müssen relativ bedurcht mit der Ressource Erde umgehen. Das ist relativ abstrakt, wenn wir hatten viel drüber gesprochen, hey, der Astronauten von der Raumstation Raketen gesehen, die sich aus verschiedenen Teilen von der Erde hin und her bewegen, dass sie gesehen wie den Amazonas aufgebrannt wird. Das verdeutlicht alles umso mehr, wie vulnerabel die kleine Planet ist. Wir müssen also irgendwie als Gesellschaft lokal, regional, aber auch global zusammen an den Tisch sitzen, für darüber zu diskutieren, wie können wir das hin, die Lebensverhältnisse für Südvaren überall hinzukriegen, die vernünftig sind, und das gleicht eben noch an Zukunft gericht, also für zukünftige Generationen. Und alles ist mit allem verbunden, permanent einfach. Genau, ich verstehe den Erdersinn-System am Anfang, wo alles zusammenhängt, umwelttechnisch frohen, Migration, ökonomisch frohen, ökologisch frohen, alles ist man nicht verbunden. Genau. Wenn wir bei dem Ökosystem Schuld zurückgehen oder sogar Klasse soll, was muss der dann dafür machen, dass die Schüler nicht irgendwann so, ja, ChatGPT oder irgendein Roboter als bessere Prof wie den Herr Origer, für das der nicht irgendwann überflüssig geht? Oder ist das gar nicht schlimm? Oder meint er, hat er Angst um den Beruf Prof? Nö, am Gegenteil, ich bin ganz froh. Ich denke, dass man viel Arbeit muss lesen am kritischen Umgang mit Medien, weil die auch verzerrend, verfälscht, falsch durchgestaltet gehen oder Informationen falsch durchgestaltet gehen. Das ist ein großer Aufgabenteil. Aber wenn man das hinkriegen als Bildung, dann denke ich, dass es mal relativ relevant wird gehen, wie ich wieder so am Anfang, wenn ich die Karte gesehen und die den Niveau drüber zu kommen, wo die Schüler befähigt wird, das System Erde, das wir gerade bei der Blue Marble angespart haben, zu begreifen, an seiner Tiefe, an seiner Komplexität, an seinen Zusammenhängen, für dann auf den einzelnen Schnittstellen natürlich den Vierteil von den digitalen Medien können zu benutzen, für Informationen zu kreieren, mit den Informationen erstens kritisch erfragt, an direkter Verbindung setzt mit anderen Zusammenhängen, für eben einen selbstreflektierten Mensch auf dieser Erde zu gehen. Wenn wir zurückkommen bei der Zukunftsvision, was wäre da der erste Schritt noch für, den wir müssten gehen? Ich denke eben, dass man als Senior die Rolle, die moderierende Rolle vielleicht mehr holen und dass man den Informationsfluss, den es de facto gibt, anerkennen und an einem zweiten Schritt wirklich konstruktiv darüber diskutieren, wie können wir das konstruktiv an der Klasse nutzen. Claude Origer, ich wünsche uns merci für das Gespräch. Gerne. Das war der Podcast One Planet 20 Futures von Nachhaltigkeitsrat Lützeburg zum Thema Bildung. Ich resümiere zum Schluss immer als Gespräch, das ist immer eine besonders schwere Aufgabe für mich. Das gibt ChatGPT bestimmt besser machen. Ich probiere einfach mal. Ja, ich probiere mal. Also, die sind am College am Gang, ein neues Schulfach aufzusetzen, wo es um Bildung für nachhaltige Entwicklung geht, also Development durable. Und die sagt, dass es immens wichtig ist, Schüler dazu zu befähigen, mehr schnell wie wir es gemacht haben, zu verstehen, dass dieser Planet endlich ist und wie wir können die 3 Piliere, Soziales, Wirtschaft und natürlich Ökologisches, zusammen verbinden. Immer das die Lernen zusammen, die Verbindungen. Und dafür spielt auch Bildung für nachhaltige Entwicklung an der Schule insgesamt immer mehr eine Rolle, auch in alle Fächer.
op die eng oder andere Art weis, an dat muss noch besser verbunden gehen, dat muss noch mehr enkadréiert gehen natürlich. An die hat auch ganz viel über Trollfen Prof an der modernen Schule geschwärzt, die sich verändert hat und noch weiter wird verändern, aber wo es wirklich darum geht, praktisch mehr zu einem Moderateur zu gehen, zu einem Unterstützer, zu einem Begleiter, wie eben zum Wissensvermittler. Ist das okay? Das ist okay. Ist du nicht schönes Merci für das Gespräch? Ist du nicht schönes Merci für nur gucken oder nur lauschen? Dir fand also auf allen sozialen Medien, dir abonniert auch, wenn ich diesen Podcast, für das ihr keine Episode verpasst. An schwätzt mit ihren Freunden, Familie, Kanner, Schüler, schwätzt über diesen Podcast, kontrovers, aber schwätzt, wenn ich schläft. Und vergisst nicht auch, dass nächste Woche, nächste Freitag, eine neue Episode raus. Merci für Nullausstre an denkt runner One Planet 20 Futures Zukunft aselo.